Schönen guten Abend. Schön sind ihr da vor Ort, aber auch herzlich willkommen, wenn du von daheim zugeschaltet hast. Ich bin der Matteo und zusammen mit dem Nico, Tim und dem Joel machen wir heute die Pre-Show. Und da könnt ihr jetzt mal alles Handy führen oder wenn ihr eine Agenda habt, nehmt die mal führen, denn wir haben Save the Date. Wir haben in unserer Church so viele Sachen, die laufen und wir wollen einfach nicht, dass ihr etwas verpasst. Dann werden wir die nächsten 3 Events mal vorstellen. Mach mal das auch mit, tun da auch noch Daten aufschreiben. Und als erstes haben wir Christmas Experience. Die ist dann am 10. und 11. Dezember. Und dann haben wir den Nico mit der schönen Mütze und er kann uns sicher erzählen, was dort uns erwarten wird. Genau, Weihnachten, ihr seid hier sicher etwa vielleicht 0,01%. Also Weihnachten kommt aber grundsätzlich immer. Ja, Jingle Bells. Genau, Jingle und eben schneller als man denkt. Der erste Schnee, diese Woche noch nicht, aber nächste Woche ist das erste Skirennen. Und wir freuen uns mega auf die Weihnachten. Wir sind seit dem August am Proben. Wir haben ein unglaublich schönes Stück für euch parat. Ein Stück, wo wir eintauchen in die Weihnachtsgeschichte. Wo wir auf eine moderne Art und Weise mega motiviert sind, Leute einzuladen, die Halle zu füllen. Weil wir einen Wunsch haben, nämlich, dass die Menschen nicht vergessen, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Es ist nicht wegen der Samichlaus-Mütze, nicht wegen der Schocke, es ist, weil unser Herr und Heiland Jesus auf die Welt gekommen ist. Und das wollen wir feiern. Und wir bereiten die grösste Geburtstagsparty der ganzen Stadt vor. Wegen dem proben wir seit dem August bis im Dezember und wir freuen uns mega drauf. Yeah. Yes. Mega gut. Ey, was sollte man unbedingt machen an dieser Christmas Experience? Ja, ich denke, das Coolste ist mal überlegen, wer könnte das Jahr einladen. Also, vielleicht für die Person beten. Weil das ist schon immer etwas, was nicht selbstverständlich ist, dass Menschen mitkommen. Weil es ist gleich immer auch eine Hemmschwelle, es ist ja gleich eine Kirche. Klar ist hier eine coole Halle drin, aber ich finde es cool, wenn man das so mal beten für die Person, die man vielleicht gerne einladen. Und dann gibt es schon einen schönen Fokus auf die Weihnachten her. Und dann gibt es ein Fest, das wir eigentlich genau für die Menschen vorbereiten, die nämlich keinen Bock haben auf Kirche, die keine Ahnung mehr haben, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Wegen denen machen wir es. Hey, danke vielmals, Nico. Sehr gerne. Unbedingt 10. 11. Dezember merken und denkt doch mal daran, wer könnte mitnehmen. Das ist wirklich eine super Sache. Aber es hört nicht hier auf, sondern es geht weiter. Wir haben hier den Team, der mit der Kerze schon am Telefonieren ist. Wieso? Hey, ja, am 25. Dezember, den müsst ihr euch als nächstes einschreiben. Der ist vielleicht sogar schon eingeschrieben in eurer Agenda. Das könnte sein. Den haben wir Candlelight Celebration im ICF. Es fällt auf den Sonntag, der 25. Das heisst, ihr könnt am 24. Fett feiern mit eurer Familie, am 25. ausschlafen, Geschenke auspacken. Wer macht am 24. am Abend Geschenke auf? Das ist falsch, man macht es am 25. Aber nein, wir haben am 25. So schnell wie es geht. Am 25. am Abend haben wir eine Celebration, wo wir viele Kerzen anzünden. Wenn ihr wollt, Kerzen angezündet sehen, kommt am 25. am Abend in die Celebration. Wir haben es eben extra jetzt noch nicht angezündet, die Kerze. Genau, extra, dass ihr dann etwas habt am 25. Das muss ja ein bisschen speziell sein, ja. Hey Tim, das ist übrigens nur mein verfrühtes Geschenk für Weihnachten für dich. Ist das okay? Hey, danke, wir haben Kerzen gewünscht. Danke vielmals, Tim. Hey, und nachdem es so schön war am 25. geht es am Silvesterwochenende weiter mit Party. Stimmt das? Au, aber nicht nur, wir machen Silvester, ist wirklich, kannst du dir einschreiben, da wird wirklich jeden Abend etwas Unterschiedliches sein. Und zwar starten wir am Freitag, den 30. werden wir so eine Acoustic Worship Night machen. Einfach nochmal sind ihr alle eingeladen, da unten im Club, und wir werden einfach so das Jahr nochmal einfach so abschliessen mit einer tiefen Zeit vor Jesus, Gegenwart von ihm, und noch Abendmahl nehmen und einfach so. Super, und wie geht es dann weiter? Samstag natürlich werden wir eine Silvester Celebration haben und nachher eine dicke, fette Party, auch da unten im Club, und das wird richtig geil abgehen. Für die so waren letztes Jahr, es ist wirklich der beste Ort, um ins neue Jahr zu rutschen. Absolut. Wolltest du noch zeigen, du bist schon parat für Ich bin schon voll Silvesterparty? parat, Neon. Das ist mein Kostüm, das ich dann anhaben werde. Genau so werde ich als Silvesterparty kommen. Und am 1.1. geht es dann auch wieder weiter, ist ein Sonntag, und dann werden wir am Abend da eine Special New Year Celebration machen, die du auch nicht verpassen darfst. Das wird sich lohnen. Mega gut. Ja, ich wollte euch ermutigen, macht euch Gedanken, wenn ihr von diesen Events kommt. Am besten kommen ihr alle von denen. Es ist Immer. Pflicht. Nein, Ich kontrolliere, ob du da bist. Nein, das machen wir schon nicht. Aber ja, wir sind doch jetzt parat, um Let's mit go. Jesus feiern, Dominik. oder? Jetzt Abend.